Kaiser seine neuen Kleider. Ein uraltes Geschichtli von Hans Christian Andersen aus 1862. Vor vielen, vielen Jahren hat ein Kaiser gelebt. Dem sind seine Kleider so dermassen wichtig gewesen, dass er all sein Geld dafür ausgegeben hat. Er hat sich um nichts anderes gekümmert als um seine Kleider und dass er jeden Tag etwas Neues anlegen konnte und die überall zu zeigen, wenn er spazieren fahren oder ins Theater gegangen ist. In dem Königreich, wo er gewohnt hat, ist es sehr munter und aufgeweckt zu und her gegangen. Auf dem Markt hat es nur so gewimmelt und gewuselt von Schaulustigen und solchen, die einkaufen wollten. Kaufen Salat, frische Maroni, Schnucki, noch nicht vorher. Es hat immer ganz viele neue und fremde Leute an diesem Markt und alles hat duftet nach frischen Blumen und Kräutern. An einem schönen Tag sind auch 2 Halunken ins Königsreich an den Meeren gekommen und haben umplagiert, dass sie die schönsten Kleider weben können. Nicht nur die Farben und die Muster wären so ungewöhnlich schön, sondern dass die Kleider auch noch die Eigenschaft haben, dass sie unsichtbar sind für alle Menschen, die zu faul sind oder nicht für ihr Amt taugen oder auch nur einfach wirklich strohblöd sind. Oh, das wäre ja super Kleider, hat der Kaiser gedacht. Wenn ich die anhätte, dann könnte ich ja sofort merken, wer von meinen Angestellten zu etwas nützlich ist und wer einfach ein Double ist. Die Kleider muss ich unbedingt haben. Und so hat er diesen beiden Halunken sehr viel Geld in die Hand gegeben, dass die sich sofort an die Arbeit gemacht haben. Sie haben 2 Webstühle aufgestellt und haben so getan, als würden sie die Kleider weben. Aber sie haben eigentlich gar nichts auf diesen Webstühlen gehabt. Sie haben bis spät in die Nacht die ganz hart gearbeitet. Oder eben so da. Die schöne Seide und das Gold, das sie hätten brauchen zum Kleider machen, haben sie ganz einfach in ihren eigenen Sack gesteckt. Jetzt möchte ich doch gern wissen, wie weit die mit meinen Kleidern sind, hat der Kaiser gedacht. Weil aber der Kaiser selber Angst hatte, dass er die Kleider nicht sehen könnte und als zu dumm abgestempelt würde werden, hat er seinen ersten Minister zu den Weber geschickt. Der könne das am besten beurteilen, weil er hat Verstand mehr als jeder andere. So ist der alte Minister in den Saal hineingelaufen, wo die 2 Halunken an ihren leeren Webstühlen gehöckelt sind. Oh, Jesus, ich sehe keine Kleider. Der Minister hat sich so unglaublich fest geschämt, dass er einfach nichts gesagt hat. Die beiden Halunken haben ihn gebeten, dass er doch näher kommen und sich die Kleider genauer anschauen. Dann haben sie auf die beiden leeren Webstühle gezeigt und gefragt, wie wunderschön doch die Farbe und wie ausgefallen das Muster doch wäre und wie wunderbar das zum Kaiser würde passen. Die 2 fragen weiter, was sagen ihr dazu? Oh, es ist ganz hübsch, ganz herzallerliebst, hat der alte Minister verdrückt gesagt und hat durch seine Brille an den Boden geschaut und sich unglaublich geschämt. Ja, ich werde dem Kaiser sagen, dass es mir gefällt. Das freut uns sehr, haben beide Weber gesagt und haben ihm die Farbe mit den Namen erklärt und das komische Muster beschrieben. Der alte Minister hat gut aufgepasst, damit er auch ja das Gleiche sagen kann und ist zurück zum Kaiser gegangen und hat ihm alles erzählt. Die beiden Halunken haben jetzt noch mehr Geld, noch mehr Seide und noch mehr Gold wählen, das sie zum Weben brauchen und haben wieder alles in ihre eigenen Säcke gesteckt. Die beiden Webstühle sind nach wie vor leer gewesen. Schon gleich ist der Kaiser wieder gewundert worden und hat seinen 2. Minister geschickt, um zu schauen, ob seine Kleider bald fertig sind. Und ihm ist es ergangen wie im 1. Minister. Auch er hat nichts gesehen, weil auch nichts dort war. Die beiden Halunken haben auch ihn gefragt, ist das nicht ein hübscher Mantel? Die prächtige Farbe und das außergewöhnliche Muster. Wie gefällt's euch?
Auch der zweite Minister hat Angst gehabt, dass er für sein Amt nicht tauglich wäre und hat sich nichts anmerken lassen. Im Gegenteil, er hat die Kleider, die gar nicht da waren, in allen Tönen gelobt und hat im Kaiser das Gleiche erzählt. Jetzt haben auch alle anderen Menschen vom Königreich von diesen Kleidern geredet und der Kaiser hat sich selber auf den Weg gemacht und hat sie sehen. Der Kaiser hat eine ganze Schar ausgewählte Männer zusammengetrommelt, wobei dort auch die beiden Minister dabei waren, und ist zu diesen 2 Halunken gegangen. Die beiden haben aus allen Kraft gewebt und so da, als hätten sie Seide und Gold auf ihren Webstühlen. Ist das nicht prächtig? Die beiden Minister haben auf die 2 leeren Webstühle gezeigt und gesagt, die wunderschönen Farben und das außergewöhnliche Muster. Beide haben die Kleider, die nicht da waren, in allen Tönen gelobt und haben gedacht, dass die anderen die sicher sehen. Was? Ich sehe ja gar nichts, Hat der Kaiser gedacht. das ist ja schlimm, das ist schrecklich. Bin ich so dumm? Bin ich nicht fähig, mein Amt richtig zu führen? Bin ich nicht tauglich, ein Kaiser zu sein? Das wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte. Oh, es ist sehr hübsch und edel. Genau so, wie ihr es mir beschrieben habt, Hat er gesagt. Es hat meinen allerhöchsten Beifall. Er hat die 2 leeren Webstühle betrachtet und hat zufrieden genickt. Er hat nicht wollen, dass jemand merken könnte, dass er ja gar nichts gesehen hat. Die ganze Gruppe, die er dabei hatte, hat auch nichts gesehen. Aber weil sie dem Kaiser nicht widersprechen wollten, haben auch sie gesagt, «Oh, das ist hübsch, das ist sehr edel!» Und sie haben ihm gesagt, er solle doch die neuen Kleider anlegen und durchs ganze Königreich marschieren. So können alle Leute die wunderbaren Kleider bewundern. Der Kaiser war begeistert von dieser Idee und hat die beiden Halunken zu kaiserlichen Hofweber ernannt und gesagt, Das machen wir gerade jetzt und 2 Kammerherren laufen hinten rein und mir die Schleppen tragen. die beiden Halunken haben die Kleider dem König gegeben und bei jedem einzelnen Stück gesagt, was es ist, damit er es anlegen konnte. Sie haben gesagt, das ist der Rock, das ist der Mantel und so weiter und so fort. Sie haben auch betont, wie leicht die Kleider sind, so leicht wie Spinnweben, dass man sie gar nicht merkt, wenn man sie trägt. Der Kaiser steht vor einem grossen Spiegel und hat jetzt nichts mehr an. Er ist völlig vödelblut. Er lässt sich aber nichts anmerken und lobt die Kleider weiter in den höchsten Tönen. Er dreht sich vor dem Spiegel hin und her und sagt, Oh, wie herrlich die Kleider sitzen, wie schön die Farben leuchten und das außergewöhnliche Muster, das ist die schönste Tracht, die ich je angehabt habe. vor den Türen haben sie schon Trompeten geblasen, damit alle Bewohner vom Königsreich sich auf der Strasse versammeln. Und dann geht's los. Die Tür geht auf und die beiden Kammerherren bücken sich und nehmen die unsichtbare Schleppe in die Hand. Der König läuft zur Tür raus und geniesst seinen Auftritt. Er ist gewundrig, wer jetzt als Doppel dasteht und wer würdig ist. Schritt für Schritt läuft er durchs ganze Königreich an jedem einzelnen Bewohner vorbei und prüft seine Reaktion. Die Menschen auf der Straße und an den Fenstern haben alle gerufen: «Oh Gott, wie sind die neuen Kleider vom Kaiser aber unvergesslich schön und prächtig, richtig edel!» Niemand hat sich anmerken lassen, dass er ja gar nichts sieht. Aber er hat ja gar nichts an. Hat endlich ein kleines Kind gerufen. «Herrgott, lasset die unschuldige Stimme!» hat der Vater gesagt und der eine hat ihm andere zugeflüstert, was das Kind erzählt hat. «Aber er hat ja gar nichts an!» hat plötzlich auch das ganze Volk gerufen. Da hat der Kaiser gemerkt, sie haben wohl recht. Aber was will er jetzt machen? Stolz und mit erhobenem Hauptes läuft er weiter durch die ganze Stadt und lässt sich nichts anmerken. Seine beiden Kammerherren haben seine Schleppe, die ja gar nicht da war, jetzt noch straffer gehabt wie vorher.